Das Mann fällt euer Mundartbredel, 3 Hollero, Hollerei, Tullio. Heute auf dem Mundartbredel eine echte Königin. Da freuen wir uns wahnsinnig, dass du bei uns da wirklich die Ehre gibst und unser kleines Bredel da unterstützt, unsere Mundartgeschichte. Aber du bist ja auch quasi von ganz klar auf in der Mundart unterwegs. Die Mundart ist eigentlich dein Daheim, kann man sagen, oder? Ja, ich kann auch mein Programm perfekt in Hochdeutsch, aber da ist halt nicht so schön. Die Renate Meyer, für die sie noch nicht kennen sollten, ist wirklich die erste, du warst eigentlich die allererste Gstanzelsängerin. Das war ja früher und auch der Hochzeitslader war früher eine absolute Männerdomäne. Und du bist eigentlich die erste Frau gewesen, die in dieses Metier vorgedrungen ist und nicht nur vorgedrungen, sondern du hast dir das mehr oder weniger zu eigen gemacht, oder? Ja, es war mir eigentlich ziemlich egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, ich wollte eigentlich das machen. Und wenn man sich das so anschaut, die Entwicklung, die früheren Frauen, was die Arbeit gehabt haben, das war unermesslich. Der Haushalt so schwierig, viele Kinder, die haben gar keine Zeit nicht gehabt und auch nicht das Bedürfnis, dass da auf die Bühne gehen. Aber bei mir war halt das, der Opa hat mir die Wurzeln eingelegt und das war ein Wirtshausgeher und die hat nur 4 Gstanzeln Kinder. Und die hat er mir halt dann gelernt und dann ist es weitergegangen. Mit 9 Jahren haben wir dann also einen Kassettenrekorder mit Kassettendeck und Radio gekauft und da habe ich dann das erste, was ich aufgenommen habe, was war das Gstanzelsingen in Schierling. Und das hat mich dann weiter geprägt und da waren da verschiedene Instrumente und verschiedene Interpreten, verschiedene Gstanzelsänger und verschiedene Melodien, verschiedene Reimformen und von dem habe ich dann gezehrt. Ich glaube, die Kassetten haben wir dann 1000-mal angehört und irgendwann einmal hat es bei mir Klick gemacht und haben wir gedacht, ja, wenn die so dichten, dann kannst du auch selber das Gstanzel dichten. Und dann habe ich das angefangen und dann sind meine Onkel und Tanten 50 und 60 geworden und ich habe kein Geld für ein Geschenk gehabt und da haben wir gesagt, singe ein Gstanzel, das gefällt dir bestimmt. Und das habe ich auch dann gemacht und mein Onkel war dann so begeistert. Und wie ich 21 war im Nachbarort in Thann in Niederbayern ein Gstanzelsinger mit dem Besten aus Bayern. Und dann hat mein Onkel so spaßeshalber mal gesagt, da gehörst du hin. Habe ich gesagt, naja, mit den Besten aus Bayern möchte ich es ja nicht gleich aufnehmen, aber ich habe mir dann die Teilnehmerlisten so angeschaut. Ich habe es alle kennt, weil die waren alle auf der Kassette. Und aber nicht so schlimm kann es nicht werden. Und naja, ich bin dann mit meinem Onkel hingegangen, so, naja, vielleicht ergibt sich was. Aber ich habe mich da voll angemeldet und nach der Pause habe ich dann der Musikmeister angekündigt. Dann hat er mich genommen bei der Hand, hat mich auf die Bühne aufgeschubst und gesagt, sing Vogel oder stirb. Also ich habe gesungen. Und mit so einem Erfolg, dass die Leute so restlos begeistert waren, wir noch eine halbe Stunde Stegreif gestanden und einen sehr einen Applaus gegeben haben, aufgestanden sind und wirklich am ersten Auftritt Standing Ovations gehabt habe. Und bei uns im Dorf haben sie gesagt, geht's heuer ins Kloster oder nächstes Jahr. Nach dem Auftritt hat sich das dann keiner mehr gefragt. Und dann war es Aussingen und die Gstanzelsänger und die Hochzeitsleute haben gesagt, mein Aussinger, da packen wir es dann, da singen wir es dann durch, die ganzen Melodien. Und bei der zweiten Kasse schon immer mit. Aber ich habe es ja alles an Kindern von der Kassetten und dann bin ich durchgestiegen bis zum letzten und dann ist ein gescheites Güter gekommen und dann hat der Musikmeister, der Tschowatzki, der leider schon verstorben ist, meine Adresse aufgeschrieben und der hat mich dann eigentlich populär gemacht. Ich bin dann Ringsburg, Abensberg, Ingolstadt gekommen zu den ganz großen Gstanzelsingern und habe mir da meine Sporen verdient, auch schon mit Erfolg und Anerkennung. Und dann eines Tages war in Salzburg ein Wirteball und da hat, weil ja der Tschowatzki eine Oktoberfestkapelle gehabt hat, diese Oktoberfestkapelle aufgespielt und er hat gesagt, das Gstanzel, das passt einfach nach Salzburg und er bringt mich da mit als Alleinkünstlerin. Also ich bin dann 3 Mal auftreten und dann haben mich schon so viele Leute um die Adresse gefragt, lauter Wirte und ich bin dann Salzburg, Innviertel, fast in jedem zweiten Wirtshaus auftreten, das hat dann 3 Jahre gedauert, bis ich da durch war. Und wie ich dann geheiratet habe, gesagt, ich höre mit dem Gstanzelsingen wieder auf. Und da hat es dann das Gstanzelsingen in Kaltenhausen gegeben und da wollte ich dann auch hin. Und ich habe eigentlich schon damit spekuliert, das wieder aufzuhören,
weil es war Stress und ich bin im Schlachthof zum Arbeiten gegangen, 8 Stunden. Ich habe einen landwirtschaftlichen Betrieb mithelfen müssen, 8 Stunden. Und dann Stanzelsingen auch noch immer am Wochenende, also ich war wirklich stark eingespannt. Irgendwann habe ich gesagt, ja, wenn, dann muss Stanzelsingen leiden drunter. Aber ich bin dann eingeladen worden in das Stanzelsingen nach Kaltenhausen und mein Mann gesagt, du gehst freilich hin, wenn das dein Traum ist, da gehst du hin. Da war dann so ein ORF da und das haben sie dann in Österreich ausgestrahlt. Und dann hat der Regisseur zu mir gesagt, also die braucht sich gar nicht schminken, weil die aus Bayern kommt, die bringen wir gar nicht. Und dann habe ich gesagt, weißt du schon, wo so ORF heißt? Dann hat er gesagt, nein, habe ich gesagt, ich bin recht fad. Und die dann im Schneidpult gesessen sind, die haben dann da eine Ansicht gehabt und von meinem Programm, von 30 Minuten, haben sie dann 20 Minuten Sendezeit draus gemacht. Ja, und was ist dann passiert? Ich bin dann gebucht worden bis ein Neusiedler See runter. Und da war es am allerlustigsten, weil ja die Leute so locker drauf sind. Ich habe dann in Österreich eine wahnsinnige Karriere gestartet. Die haben einen Wein, ja, die haben einen Wein und die haben da eine ganz schmissige Musik, auch von den Obergreinen und von den ungarischen Kulturen haben die beeinflusst und die sind einfach so locker drauf. Und ja, zu Hause, da habe ich dann auch Schülertreffen gesungen. Dann nach 3 Jahren habe ich meine erste Hochzeit in Angriff genommen. Dann hat, ja, es ist halt ein bisschen dahin gelaufen, es ist immer weitergegangen. Also ich war immer schon mit dem Terminkalender voll. Und dann eines Tages ruft mir das BR an, sie möchten bei unser Land am grünen Teppich ein Porträt von mir machen, weil ja wir schon dann den landwirtschaftlichen Betrieb zugesperrt haben, weil wenn du von einer Kuh nichts verdienen kannst, dann kannst du von 40 Kühe nichts verdienen und auch nicht von 100 Kühe. Und meine Zeit und mein Leben und mein Talent war mir zu schade, dass ich das auf dem Altartisch der ungerechten Landwirtschaft opfere. Mein Mann ist dann auch krank geworden. Und dann war die Entscheidungsfindung eine leichte. Und meine Schwiegermutter, die wo immer dagegen war, die hat dann doch sich zu der Äußerung herabgelassen. Na, hat sie gesagt, gut, dass ihr das Stanzelsingen habt, dann hast du wenigstens eine Überlebenschance. Und dann ist das einfach von unser Land ausgestrahlt worden und dann wollten sie in Deutschland und in Bayern das auch. Also ich habe Angebote gekriegt von der Grünen Woche bis zum ja, Thüringen, Sachsen. Aber ich bin eigentlich immer meiner Heimat treu geblieben und ich fahre jetzt schon ganz Bayern rundum, bis auf nach Franken, Coburg, Aschaffenburg, bin ich schon überall hingekommen und die waren auch sehr begeistert und ich habe mein Horizont eigentlich auch erweitern können und ich habe ein schönes Publikum, ich habe ein lustiges Leben eigentlich durch das, wenn es mir auch gesundheitlich zurzeit ein bisschen tratzt, aber es wird schon wieder werden, aber ich habe da wieder neue Aspekte kennengelernt, dass ich sage, ja, das hat eigentlich mein Leben auch in irgendeiner Weise bereichert. Ja klar, das ist immer die Kunst, das ist immer die größte Bereicherung. Also wenn du Leute zum Lachen bringst oder Leute berühren kannst, ist ja das größte Geschenk eigentlich, das du machen kannst und auch für dich selber, da kommt ja immer wieder was zurück. Wenn man ein bisschen rumkommt, ne, und nicht bloß daheim hockt, in seiner guten Wie Stube, sondern andere Völker kennenlernt und andere... Dein Mo? Der macht jetzt quasi einen Hausmord, oder? Nein, er managt mich mit. Also, wir haben oftmals, man möchte es nicht glauben, eine Woche, 3 Tage mindestens, wo wir Vormittag und Nachmittag im Büro sitzen und die ganzen Anfragen bewältigen müssen, Rechnungen schreiben, es Buchführung machen. Es ist ein Haufen Arbeit und er bringt mir Arbeit im Vergleich also zum Schulen? Auftritt, ja, ich sage wie, jeder Auftritt braucht eine halbe Stunde Vorarbeit, eine halbe Stunde Nacharbeit und dann bist du schon, wenn du mal 1,5 Stunden auf der Bühne stehst und so ist genau. das ein. Also ein Drittel kann man sagen. Ja. Muss man Wir haben auch mit uns das so eingerichtet. Meine 2 Töchter, die machen mir auch sehr viel Freude. Die eine ist in der BMW Mechatronikerin und die zweite, die möchte Elektronikerin werden. Und die haben aber rein gar nichts von mir, vom Dichten und vom Stanzelsingen. Die sind mehr wie mein Mann. Wenn ich sage, ich mache einen Kuchen oder ich singe ein Lied, der's mit, dann haben die verschwunden wie die Schei am Katzen. Aber wenn mein Mann sagt, ich muss für den Fernseher eine Antennenanlage installieren, dann sind die dabei. Jeder Schraubenzieher wird 3-mal hingereicht, weil der Papa ja das macht. Und so, mein Mann, der hat da daheim eigentlich einen sehr hohen Stellenwert bei meinen Töchtern. Ich bin eigentlich da bloß die Köchin und die Futterversorgerin, die Ernährerin und mein Mann, der hat halt daheim da
Also das ist nicht so, dass ich daheim dort Hosen anhabe, ich bin eigentlich da eher der zurückhaltende Mensch. Du kannst das dann eigentlich mehr auf der Bühne dann ausleben, oder? Ja, da brauchst du schon Kraft. Also ich sage immer, es ist jetzt nicht die Kraft vom Singen bei mir und auch nicht die Kunst vom Singen, weil so ein Stanzel bringt ja jeder hin, aber es ist die Leute mental zu begeistern. Also ich stehe mich vor die Leute hin und denke mir immer, ich habe euch alle gern, habt ihr mich auch gern. Im Positiven. Und wenn es dann nicht so laufen darf, was ja schon lange nicht mehr ist, so kann die anderen sagen, habt ihr mich gern. Aber das ist meistens nicht auch. Also es ist eigentlich schon immer so, dass ich die Leute begeistern kann und dass dann Folgeauftritte kommen. Und das ist eigentlich immer das Schöne dran. Da brauchst du nicht das große Fernsehen, sondern einfach nur eine gute Arbeit machen und dann geht das auch wieder weiter, weil eine gute Arbeit, das kennt ja jeder. Müssen wir auch gestanden sein, Qualität. oder? Ja, fast. Kann man schon sagen, aber wir machen es halt nicht so aus dem Stegreif. Ja, es geht einmal die Ehrenrettung des Gstanzels. Es sollen eigentlich wieder viel mehr Gstanzel singen und Gstanzel gesungen werden, zeitkritisch und lustig, weil ja das eine sehr einfache Unterhaltungsform ist und weil man ja eigentlich alles oder sehr viel sagen kann mit dem Gstanzel. Und die Leute, die sind ja heute, also die wollen pointen, kurzlebig, die wollen immer lang mitdingen und das erfüllt eigentlich das Gstanzel in hervorragender Weise. Ich hab ja das gesehen von dir, da bei dem Red Bull Gstanzel Battle, das fand ich eine sehr, sehr spannende Sache, weil da bist du nicht nur gegen die besten Gstanzel-Sänger antreten, sondern auch noch gegen die besten Rapper aus Bayern und Österreich, oder? Ja. Und dann habe ich gesehen, wie du da diese Rapper hergefotzt hast, was weiß ich, dem anderen hast gewünscht, dass er gewinnt, damit er einen Preisgeld kriegt, damit er sich mal ganze Hosen kauft, weil der in so einer komischen Short auftreten ist, kannst du da erinnern? Also du hast quasi die gegen diese Rapper auch durchgesetzt, die haben gemeint, die Alte, die machen wir fix und fertig, die dissen wir, und dann hast du dermaßen hergemacht, dass du gewonnen hast da, gell? Ja, ich bin meistens unter die ersten 3 dabei, aber sagen wir so, es ist einfach bei den Rapper, die musst einfach am Schlawittchen nehmen und das, wo sie eigentlich stolz drauf sind, musst du ihnen mal ein bisschen einen Spiegel vor die Augen halten, wie sie eigentlich auftreten und was sie eigentlich für Gaudi machen. Und früher haben sie gesagt, ja, die Renate, und heute ist es so, dass die Rapper sagen, hoffentlich muss ich nicht gleich mit der Renate singen. Wie bei einem Boxer, oder? Ja, da haben mich meine Mädels eigentlich auch draufgebracht. Durch das Rappen habe ich gesagt, was ist denn das eigentlich, das Rappen da, weil ich bin ja nur zum Stanzelsinger eingeladen von Rappen, weil das habe ich vom Fernsehen so im 5% einmal so ein bisschen mitgekriegt und so, ja, das ist super Mama, das kannst du gleich und so, und sie haben mir dann ein bisschen was vorgespielt und haben mir das Ding so schlimm ist, das gar nicht, was machen die da für einen Hype draus, haben wir mal hingestanden und was das auch und ich weiß nicht, ob meine Bewegungen bestimmen, aber ich mache das so. Ja, und das ist halt das Lustige drauf. Und komischerweise, die Leute steigen drauf ein und durch das kommen ältere Leute zum Rappen und jüngere Leute zum Gstanzelsingen. Also in Salzburg, da war es immer so, wenn du das Publikum reingeschaut hast, lauter Baumwollplantage, also Entschuldigung, nur Grauköpfe. Und dann durch das Gstanzel-Battle, vor mir haben die gesagt, ja, die Renate Meier, die singt heuer in Kaltenhausen, da brauchen wir Karten. Dann sind die alle weil jünger geworden, und die Jungen, die sitzen jetzt vorne und die Eltern sitzen hinten und die haben da voll Enthusiasmus dabei und das kannst du gar nicht vorstellen, was da jetzt abgeht auf die Gstanzelsingen. Das ist doch super, wunderbar. Für die läuft's und du bist auch noch Witzekönigin, hast glaube ich auch was mit da, oder? Ja, BR. Witzekönigin bin ich zwar bloß zweite geworden, aber wenn man das weiß, wie ich da beieinander war, dass ich da 16 Schmerztabletten vorher eingeschmissen habe und dann trotzdem noch zweite geworden bin, da kann ich echt zufrieden sein. Ja, ich bin gespannt, wer es dann Zeit schon mal den einen oder anderen auspackt. Ich war unter Drogen, ja. Ja, sagen wir so, es ist ja so, bei mir hat Bühne erste Priorität. Und da gibt es so ein Gstanzl, wenn ich arbeiten gehe, tut mir mein Kreuz so weh, aber wenn ich zum Gstanzl singen gehe, kenne ich kein Kreuz weh. Und so ist das ungefähr auch bei mir. Ich habe auch meine Leiden und meine Zimperlein und so, aber wenn es um Gstanzl singen geht, dann bin ich da dabei. Dann bin ich da dabei und das ist egal, ob ich für 70 Leute oder für 7000 singe.
du musst immer dein Bestes geben und das ist meine künstlerische, ja, Der Anspruch. meine künstlerische Liga oder mein Vorsatz. Und das hat sich bis jetzt immer bewährt. Und dadurch bin ich so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht, ich weiß nicht, ob es einmal irgendwann zurück ausgeht, aber Stanzelsinger werde ich so lange leben. Schön. Wunderbar. Haben wir extra welche nach dir gefragt an der Vorverkaufsstelle? Ja. Renate Meier. Ja, es ist Da kommen überhaupt große Fans so. von dir mit, glaub ich. Es ist auch überhaupt so, durch das mit Fernsehen wirst du bekannter. Ich bin jetzt deswegen nicht besser geworden und so, aber komischerweise, seit daher haben meine Hallen nicht mehr voll. Ich weiß auch nicht. Ich habe zum Beispiel in Freising eine Veranstaltung gehabt und ich wollte dann noch Karten für ein paar gute Freunde zurücklegen oder dann selber Freikarten. Und dann um 8 ist der Vorverkauf angegangen. Um 10:30 habe ich dann einmal angerufen, ich brauche noch 4 Karten. Nein, haben sie gesagt, du kriegst keine Karten mehr, weil wir haben ja schon über ein Limit, wir dürfen uns die Veranstaltung nicht mehr holen, weil sonst die Feuerwehr nicht mehr genehmigt. Und dann haben dann meine Freunde wieder auf die nächste Veranstaltung warten müssen. Das ist ja schon ein Das großes ist doch Glück. schön. Was mich noch interessiert hat, weil, wie gesagt, das war immer eine richtige Männerdomäne. Du hast da bestimmt richtig harte Kämpfe zum Teil ausgefochten, oder? Als Jungs, wie du da reingewachsen bist sozusagen. Weil ich glaube, dass viel das schon auch gestört hat, dass da plötzlich eine Frau daherkommt und das macht, wo das bis jetzt immer nur Männer gemacht haben und so, oder? Da warst du schon so ein bisschen eine Kämpferin. Oder? Ja, eher Exotin. Sagen wir so, wie ich noch jung und schön war, da haben sie dann auf die Junge und Schönheit geschaut. Gell. Und dann waren die Männer schon ein bisschen verwirrt und jetzt mittlerweile kann es, jetzt verwirrt es wieder. Es war eigentlich nicht der Kampf, sondern wir Stanzelsinger untereinander sind wir wahnsinnig gut befreundet und haben eine wahnsinnige Kollegialität, weil es gibt ja nicht mehr viel und es war viel schöner, wenn wieder viel mehr junge Stanzelsinger taten auf Hochzeiten oder zu irgendwelchen Anlässen. Weil das Stanzelsinger ist so ein schöner Volkssport, finde ich, mit wenig Aufwand kann man da viel erreichen und es ist, ein Stanzel ist immer was wert. Wie zum Beispiel der Reuterjagel, mein großes Vorbild, der hat ja das Stanzelsingen salonfähig gemacht. Das ist ja eigentlich aus dem Wirtshaus gekommen. Da sind einmal ein Stammtisch da gesessen mit Bauern und mit Bauernknecht und mit Jäger und dann ist da hin und her gefrutzelt worden. Und da hat keiner beleidigt sein dürfen eigentlich. Das ist eigentlich eine Prämisse. Und der Reuterjagel, der hat dann das am Nockerberg den Politiker offeriert. Und der hat da so viel Erfolg gehabt, weil eigentlich da, außer dass amerikanischer Jazz umgeschwappt ist, nicht mehr so viel da war, das wo man die Leute präsentieren hat können. Viele haben im Krieg gefallen, von den Volkssängern. Dann ist dann auch das gewesen, ja, wie war der im Krieg angehaucht und so weiter. Und der Reuterjagel war halt einer, der wo sich da von den Nazis nicht beeindrucken hat lassen. Und danach hat der dann da ganz gut durchstarten können, weil der hat sich ja im Naziregime zurückgehalten und dann in der Demokratie eigentlich wieder sehr gefragt bin. Und ich sage weil wir lassen uns sauber zu viel aufdrucken, wir lassen uns in unserer Kultur in Bayern sauber stark in die Ecken drängen. Wir sollen eigentlich wieder das sein, was wir haben, kriebige Leute und auch das Leben. Und ich sage aber, ich scheuche mir da nichts, wenn ich sage, die Kirche kehren im Dorf lassen und die Moscheen lassen wir in Istanbul. Sage ich, das ist das in Bayern, was eigentlich die Kultur ausmachen sollte. Und wer kann das gern sehen, er soll aber uns akzeptieren und sich für unsere Kultur interessieren. Und dann glaube ich, dass in der Völkerverständigung schon sehr viel gut laufen, ohne dass jetzt da irgendwas verordnet wird oder Einschränkungen oder sonst was. Das regt mich so auf. Gegenseitige Toleranz einfach, gell? Einfach die Toleranz zu und ihr werdet es nicht glauben, ich habe einmal einen rumänischen Mitarbeiter gehabt und ich habe dann auch einmal Stanzel gesungen und der hat erzählt, dass ich Hochzeitsland tue am Wochenende und dann hat der gesagt, ich komme aus Rumänien und er hat das auch gemacht in Rumänien. Da gibt es das auch, die Kultur. Und dann bin ich runtergekommen nach Kärnten, nach Villach, in den Villacher Kirchen. Das sind ja 380 Kilometer ungefähr von mir. Und da gibt es das auch, die deren dann Kirchtag singen, Hochzeiten singen. Da rennt auch einer miteinander mit dem Stecker zieht und so. Und die singen dann auch Erna nicht Stanzel. Und das finde ich so schön,
und wir dann die Kulturen aufeinander getroffen haben von Niederbayern, Kärnten, das hat 25.000 Leute angelockt. Und das war ein Event, was du dir gar nicht mehr vorstellen hast können, dass man mit Stanzel so viel erreichen kann. Das war für mich selber so ein Abend, wo ich sagen kann, erstmal zuerst eine Zeit und dann kann man vorstellen, wie der Andreas Gauerli sich fühlen muss, dass so viele Leute um ihn herum sind. Und dass ich das auch mal, das Gefühl einmal haben dürfen. Ja. Und man eigentlich sagen, du bist ein Gstanzel-Superstar. Ja, du schon. Ich mag eine Gstanzelsängerin sein. Das Gstanzelkönigin oder Gstanzelqueen, das brauchen die für die Werbung. Ich bin ein ganz einfacher Mensch geblieben, der wo vielleicht ein bisschen mehr Bauernschläge hat wie die anderen oder sich das zutraut, dass er Leute aussingt. Aber im Grunde genommen, von mir gab es auch so viel, wo es man aussingen kann. Aber gut, dass ich das weiß. Ja. Na, jetzt hast du einiges verraten, vielleicht wirst du jetzt dann beim nächsten Mal ausgesungen. Das glaube ich nicht weiter, weil bis die da hinkommen, weil mir gefallen sie, wenn dann singen sie, ja, dann haben die da, die sagen, ich möchte mal gegen die singen. Dann singen sie 2 Stanzel und dann. Geht's ja nicht lustig. Ja, weil die haben eingelernt und ich singe ja nur dann Stegreif und ich schaue mir den Typen an, ich gehe auf das eine, was der singt und um 2:30 in der Früh in einer Werkstatt mit einem Burschenverein von 80 Burschen und die Mädels dabei, da habe ich am 30. Geburtstag von einem Kameraden gesungen, dann ist auch einer aufgestanden. Und dann hat er von mir Gstanzl gesungen. Und dann von meinen Gstanzl hat er mir 4 gesungen. Ja, wie zum Beispiel, und wenn man eine Figur wie eine Kuh hat, dann kann man sich freuen, dann braucht man nicht ins Altersheim, dann kauft er ein gut Eiderbüchlein. Und er mir zurück vorgesungen. Da habe ich gesagt, ich bin nicht so weit gefahren, dass ich bis um 3 Uhr früh meine Gstanzl von dir anhöre. Ich habe dann so zur Schnecke gemacht. Er ist dann im Suff verfallen. Und um 4 Uhr haben sie dann am Tisch hängen und gesagt, der singt halt nichts mehr, er ist fertig. Aber ich wollte ihn nicht fertig machen, aber wie gesagt, er sollte dann selber was überlegen, wenn er selber so frech ist, dann soll sich das dann ergeben. Aber die Bayern sind ja gar nicht so frech, die sind dann die Österreicher. Also in Österreich muss ich sagen, die haben da noch viel mehr Draht für das, die haben da noch viel mehr Begeisterungsfähigkeit und darum kommt das Gstanzelsingen auch immer so gut an. Da haben Veranstaltungen dabei gewesen, oder die haben da immer noch, wie das Gstanzelsingen ansprach, das haben sie 8-mal durchgezogen. 8-mal mit jeweils 1000 Leuten. Die haben mit Busse herangehauen worden und die sind mit, also da eingepfercht worden im Juli, wo es 30 Grad draußen gehabt hat und mit 1000 Leuten können Sie sich vorstellen, wie die da drin geschwitzt haben. Die haben sich die Gstanzeln angehört, nur wegen des haben sie so geschwitzt. Also da kannst du nicht mehr sagen, dass das ein Hype sein muss oder ein Wahnsinn sein muss. Leute mit 70, 80 Jahren sitzen sie da ein bei der Hitze und nehmen sie es auf sich, gerade dass das hören. Und ich stehe da oben und mache mal Gaudi. Weil die Jungen, die kannst du schnell begeistern, aber wenn du den Alten, den Erfahrenen einmal begeistern kannst, dann hast du das wirklich geschafft. Ja, ich hoffe, dass heute Abend auch ein schöner Abend wird. Du hast ja leider nur 20 Minuten, aber immerhin. Du machst das schon, glaube ich, gell? Du heizt sie alle ein. Aufreißen. Dein Eindruck hinterlassen. Ja, es ist ja so, also normalerweise brauche ich schon eine halbe Stunde dabei, bis ich die Waren habe. Aber heute ist ein gemütlicher Rahmen, glaube ich. Ja, super gemütlich. Ist schon schön und wird schon hinhauen. Und vor allen Dingen in der Ecke war ich noch nicht so oft. Also München, ja, bis Miesbach bin ich auch gekommen, aber da hier hinten, wo es auch sehr schön ist, war ich eigentlich noch nie. Und es ist für mich wieder nice geil und es heißt immer, je kleiner das Publikum, desto besser die Folgeauftritte. Jawohl. In diesem Sinne freuen wir uns und sind total stolz, dass wir die heute haben. Wirklich. Das Mann fällt euer Mund ab, Bredel, 3